Fast Food. Fast Food, ich habe lange gemeint, Fast Food heißt Fast Food, weil man es fast essen kann. Das heißt aber nicht Fast Food, weil man es fast essen kann, sondern weil es schnell geht. Fast, Englisch, schnell. Ich bin eigentlich kein so ein Freund von dem, aber es hat auch seine Vorteile, weil in was für einem Wirtshaus schaffst du das, dass du innerhalb von 8 Minuten 3000 Kalorien hinterbringst. Das schaffst du normal nicht. Aber da schaffst du es und manchmal lässt du es auch nicht und da geht es ja schneller, da darfst du ja zahlen, bevor es das isst. Und wenn es ganz schnell gehen will, dann gibt es noch den Drive-In. Kennt ihr auch? Drive-In. Das heißt, fahr rein. In Kam hat einmal einer das total wörtlich genommen, der ist reingefahren. 8 Wochen war das Schüttel weg, Drive-In, ist rein. Und ich hab's einmal auch, ich wollte auch schnell was essen und habe mir gedacht, da ist eine in Drive-In. Da bin ich reingefahren, vor mir waren ein paar Autos, direkt vor mir war ein VW Jetta. Vor dem waren ein VW Jetta. Gut, dann haben wir unter uns. Wenn einer ja gesagt hätte, hätte ich gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Also, VW Jetta, das sind für mich, das sind so Autos, also da sitzt nie ein alleinstehender Mensch drin, immer paarweise. Der Mo fährt, hat einen Hut auf. Frau sitzt daneben, ist schwerer wie er und hat eine Pelzkappe auf. Ehrlich. VW Jetta. Hinten auf der Ablage ist eine Klopapierrollen. Die hat auch einen Hut auf. Und der passt zum Sitz. Also der Hut vom Klopapier hat das gleiche Muster wie der Bezug vom Sitz. Also ich stelle mir so leid, aber so Jetta, ich kann mir nicht helfen, das ist wahrscheinlich ein totales Vorurteil und das ist auch Base, was ich jetzt sage. Aber ich stelle mir so Leute immer vor, die haben dann so einen Kalender daheim und da steht dann dort Sonntag 14 Uhr 6. Und ehrlich, das stelle ich mir dann vor. Und dann stelle ich mir es vor, weil es mit der Pelzkappe so da liegt und sagt dann, hast du deine Hosen zusammengelegt? Also, ganz base. Aber wahrscheinlich stimmt es gar nicht, aber ich stelle mir es immer so vor. Auf jeden Fall vor mir ein VW Jetta, hinter mir ein Harley Davidson. Motor nicht angestellt, Davidson. Und wer das kennt, weil der steht dann hinter dir, bam, 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 bam. Ein Platter der Fahrer und es gibt da nette Platter, die du von Haus auf sagst, ja, der ist Platter, der ist wirklich. Und es gibt aggressive Platter, die du gleich sagst, Sehner ist das gewesen. So, VW Jetta ist hingefahren. Und genau, wer schon dort war, der weiß das, wenn du beim Drive-In bist, du schmerzt dann nicht mit einem Menschen, du schmerzt mit einem Loch. Das ist also ein weißes Loch. Also du stehst da ist das Loch und da schaust du im Loch, was du willst und das Loch kocht wahrscheinlich. Also das Loch kümmert sich dann, dass alles passt. So. Vor mir Jetta und der VW Jetta, also der war vor mir am Loch dran gewesen und ich habe schon gesehen, der ist am Loch vorbeigefahren. Das Loch war ungefähr 2 Meter hinter seiner Fahrertür. Und vor dem Loch war ein Drehglacker. Und weißt, ich wette oft mit mir selber. Ich denke mir dann, ich glaube jetzt, dass das so und so ausgeht. Und dann beobachte ich es und dann freue ich mich, wenn ich gegen mich selber gewonnen habe. Und ich hätte gewettet, dass das passiert und es ist passiert. So, er steigt aus, weil das Loch hinten ist, steigt aus, geht zum Loch hin, buckt sich, der haut voll in den Drehglack rein. Das war meine Wette. Ich habe mir gedacht, gewonnen. So, Haut liegt in der Drehglack, da hat er wieder raus, der Saft tropft runter, dann hat er zum Loch gesagt, Pommes möchte er haben, kleine Pommes möchte er haben und einen Cappuccino. Und dann ist er wieder 4, hat sich eingesetzt und dann hat einfach mal die Pelzkappen gekriegt. Hat er scheinbar vergessen, dass er sie fragt, was sie will. Und ich habe wieder gewettet und der Haut ist ihm wieder in den Träger reingefallen. Der ist wieder hinter gegangen, hat sich Busch. Und dann hat er 3 Donuts bestellt. 3 Donuts für seine Pelzkappen, weil man denkt, also, so wie die ausschaut, hat die schon 3000 gegessen. Also, so. Dann ist er wieder eingestiegen, ist weiter und dann bin ich, weil ich kann noch einschätzen, weil ich fahre, dann bin ich vor das Loch gefahren. So. Ich sage zum Loch, grüß Gott, weil er mir schon gedacht hat, ein Mensch kocht gerade für ihn die Donuts. Einfach mal das Loch. Willkommen beim Backdrive. Weißt du schon mal dort? Die Löcher schmerzen so schnell. Sag ich, was?
Willkommen bei McDrive. Ja, sage ich, willkommen. Was wollt ihr sehen? Hä? Was wollt ihr sehen? Ach so, ja, ein Ding, so ein Burger. Ham, Cheese oder Chicken? Moment, was? Ham, Cheese oder Chicken? Ham, Cheese. Und so ein Burger da. Nein, weil das Fleisch. Huhn oder Rind? Ja, was? Huhn oder Rind? Sag ich, hat's keine Sau da? Nur Huhn oder Rind? Ja, sag ich dann, ja. Ein Rind. Ein Rinderburger. Normal Maxi Mega Giga. Ja, was? Normal Maxi Mega Giga. So, ja, das geht mir alles ein wenig schnell. Was ist denn das? Was? Den Burger normal Maxi Mega oder Giga? Ach so. Was ist denn da der Unterschied? Normal ist normal, Maxi ist groß, Mega ist ganz groß, Giga ist riesig. Ja, dann gießt man Mekka. Gießt man einen Rinderburger Mekka und Pommes. Pommes rot oder weiß? Gelb. Hat sie's rot, die Pommes? Gelbe. Klein, mittel oder groß? Der Burger Mekka, habe ich jetzt gesagt. Die Pommes, klein, mittel oder groß? Ach so, die Pommes. Ja, Pommes. Pommes holt. In der liegen. Nicht die Pommes, die Packung. Ja, die Packung, das ist doch mir wurscht. Packung friss ich ja nicht. So ein Schmarrn, Packung. Pommes, so gestreifte, gelbe und ein Rinderburger Mekka. Das ist so schlimm ist doch das nicht. Jetzt tummel dir mal. Schau mal lieber, der Herr schaut da hinten. Der schaut schon. Ich will ja bloß einen Rinderburger. Mekka. Schreit der Führer, holt dein Mal, du Eierkopf. Sag ich also. Eierkopf brauchst du nicht, sagen zu mir. Du hast auch einen Platten. Und dann die scheiß Motorrad. Bim, 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 bim. Ich hab's Geist Loch. Ich will eigentlich bloß einen Burger und Pommes, aber das Loch fragt ununterbrochen. Der hat eine Harley Davidson. Bitte, ist ja wurscht. Ein Rinderburger Mekka und Pommes Mittel. Möchtest du ein Getränk? Ein Getränk? Ja, ein Weißbier dann. Alkohol haben wir nicht. Nein, ich will ja kein Alkohol, ein Weißbier. Sprite, Fanta, Coca-Cola, Wasser, Apfelschorle. Nein, da will ich gar nichts. Gar nichts. Na schon, also ein Burger schon und Pommes, aber nichts zum Trinken. Kennst du schon unser Menü Rambo? Was? Unser Menü Rambo. Ein Burger Giga, ein Getränk und Pommes nur 3,95. Nein, ich will ja keinen Rambo, ich will was will ich denn? Ich will einen Rinderburger Mekka und Pommes. Kein Rambo. Und außerdem ist da schon wieder Getränk dabei. Das mag ich nicht. Mit Getränk ist es billiger. Wenn ich Getränk nehme, kann es zwingen, weil wenn ich eins nehme, kann es nehmen. Ja, na da eins rein, dann schied ist weg, das ist auch wurscht. Aber jetzt schau mal, dass das vierte Wirst da drin ist. Da hätte ich jetzt im Wirtshaus auch schon bestellt. Ich fahr extra da rein, dass es schneller geht und du fragst mich dauernd. Also, dann macht dein Rambo da und aus. Oder Kit-Rambo für den kleinen Appetit. Du darfst nicht so schnell schmatzen, ich verstehe da nichts. Was hast du noch? Kit-Rambo. Kit-Rambo. Kit. Fensterkit. Kind. Ach so, Kind. Nein, ich bin kein Kind. Bring mir das, was ich gesagt habe, den Burger und die Pommes und das Getränk schied ich noch weg und dann passt es. Kennen Sie schon unsere Aktion Fett ins Bett? Nein, kenne ich nicht. Was ist denn Fett ins Bett? Ab 22 Uhr jeder Salat die Hälfte. 5 vor 10. Nein, ich mag keinen Salat. Ich bin keine Kuh. Ich brauche keine Milch geben, also esse ich kein Gras. Oder Fett ins Bett.
Fett ins Bett. Was ist denn Fett ins Bett? 22 Uhr jeder Burger King hat die Hälfte. Fett ins Bett will ich auch nicht. Ich will nicht fit ins Bett und nicht fett ins Bett. Ich will einen Burger und Pommes und ein Getränk zum Ausschütten. Mehr will ich eigentlich gar nicht. Möchten Sie eine Apfeltasche? Nein, mag ich auch nicht. Ja, sag einmal. Da wenn ich im Wirtshaus einen Schweinsbraten stelle, den hätte ich jetzt schon. Was soll ich mit einer Apfeltasche? Ich habe eine vom Lidl dabei. Apfeltasche, ich habe nicht einmal einen Apfel. So ein Schmarrn. Jetzt schau mal, das vierte ist, das Rex steht auf. Wenn es nach mir gegangen hätte ich schon gegessen. Apfeltasche, ja. Sagt nicht einmal euer Kopf zu mir, ich kann ja nichts dafür. Weißt du, du musst schmerzen lassen von dem da hinten, wegen deiner, dass du aber so langsam bist. Hey, jetzt brauchst du bloß noch Bocker. Hallo? Keine Apfeltasche. Nein, Gott sei Dank. Keine Apfeltaschen. Wir haben Mexiko-Wochen. Das ist doch mir wurscht, was du hast. Also Mexiko-Wochen oder dir. Ich hab Urlaub. Jetzt pass mal auf, jetzt bringst du einen Rinderburger und die Pommes und das Getränk zum Wegschicken, das brauchst du mir gar nicht bringen, das zahle ich ja so. Achso, das ist mir ja nicht so, das kostet weniger. Auf jeden Fall ein Rinderburger und mittlere Pommes und jetzt holst du dein Mal da drin und bringst mir ein Zeug her. Hey. Ja, scheinbar kocht er jetzt. Hallo? Ja? Pommes sind aus. Was? Jetzt lass mich da eine Viertelstunde reinschauen, dann sagst du, dass du keine Pommes mehr hast. Haben Sie einen anderen Wunsch? Ja, am Arsch kannst du mir lecker. Normal, Mega oder Giga? Dankeschön.